Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play zu Fire Emblem Three Houses. Nicht etwa Tree Houses, wie es irgendwie ursprünglich mal gelesen hatte und mir so dachte, hä, Baumhäuser, was soll denn das werden? Ja, wie dem auch sei, Fire Emblem! Es geht in die nächste Runde und wir sehen jetzt gleich hier noch eine kurze Einführung der Klassen, die es hier so gibt. Ich habe mir das schon mal vorhin, wo ich noch ganz kurz getestet habe, mal ein bisschen so durchgelesen und interessant fand ich noch, dass da teilweise, ich glaube sogar bei allem, steht neben der Waffe, die sie auswählen können, ist noch so ein Kreis, also ein roter Kreis. Ich frage mich, was der eigentlich zu bedeuten hat. Naja, wie dem auch sei, Fire Emblem geht also in der nächsten Runde bei mir auf dem Kanal. Es wird so sein, dass es garantiert ein längeres Let's Play wird. Also könnt ihr auch schon mal auf ein Langzeit-LP drauf einstellen, weil ich habe das Gefühl, es könnte durchaus Spaß machen und in mir wieder mal den Drang erwecken für einen möglichst 100% Run. Und ja, wir kennen ja Fire Emblem, die können mitunter wirklich lange dauern. Was ist denn das? Ritter? Die Waffen sind klar, hier sind wir der dritte. Ein Helm? Gibt's eine Helmwaffe? WTF? Ne, der kann irgendwie nicht sein. Aha, hohe Verteidigung einfach irgendwie. Also auf ein Attribut. Wegen hoher Verteidigung vermutlich. Bandit. Starke Kämpfe auf die Front. Hätte sie eine Faust da? Faust des Zorns! Hä? Okay. Ja, das Spiel verspricht Spannung. Ich habe mich noch nicht so sehr spoilern lassen. Und dachte mir deswegen, hauen wir einfach mal rein, wa? Frisch ab Release. Ich habe schon mal die Sprache auf Japanisch eingestellt, hier unter Extras. Viel mehr. Oh. Das ist wieder scheiße AB. Nein. PS4-Controller gewohnt. So, Leute, also. Musik, da haben wir irgendwie einfach solche Dinge zur Auswahl. Wenn du im Spiel bereit begegnet bist. Das Hauptthema, ja, sehr schön. Flammenwappen. Am Rand der Morgendämmerung. Ist sowieso die Frage, welche von den Dingern ich überhaupt zeigen darf auf YouTube, deswegen einfach mal ganz kurz noch ignorieren für später. Die Sprachauswahl, wie gesagt, auf Japanisch gestellt. Lautstärke kann ich nicht einstellen, Daten löschen bringt nichts, weil sowieso noch nichts vorhanden ist, also einfach mal frisch und munter loslegen. Schwierigkeitsgrad, da war ja klar. Okay, machen wir schwer. Gefallene Einheiten kehren nach dem Kampf zurück. Gefallene Einheiten sind für immer verloren. Jede Entscheidung zählt. Das ist halt klassisch, wa? Andererseits geht es mir wirklich auch darum, dass ich ein bisschen gucke und so, wie ist das und etc. etc. Vor allem, dass er blind ist. Und ich würde daher sagen, ich mache auf Anfänger, auch wenn es ein bisschen doof klingt, Anfänger. Man hätte auch sagen können, hier haben wir klassisch und hier haben wir modern. Wäre doch auch eine Variante gewesen, aber okay. Oder Loser. Nee, Quatsch. Oder Angsthase wohl eher. Nee, ich mache so, hier steht ja für immer verloren, okay. Das heißt, ich werde diejenigen, die ich während der Story verliere, auch nicht mehr einsetzen, weil ich weiß nicht, was danach kommen könnte. Könnte es also irgendwie einen Charakter unbedingt für eine Sidequest brauchen, für die 100%, sage ich jetzt mal. Könnte ja sein. Deswegen will ich lieber auf Anfänger machen, das heißt, dass er gewisse Charaktere, die ich halt verlieren sollte, aber dann trotzdem noch, oder vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, noch irgendwas zeigen könnte. Sei es irgendwelche Entwicklungsstufen, die ich zuvor noch nicht zeigen kann im Let's Play, sei es eben für irgendwelche Sidequests, whatever. Aber trotzdem, so wie es im Klassischen ist, sprich, wenn ich es einmal verloren habe, dann ist halt finito. Dann, ja, Scheibenkleister. Weil ganz ehrlich, ich habe mir sowieso schon oft überlegt, ob man einfach trotzdem klassisch nimmt und sich einfach sagt, okay, wenn ich eine Einheit verloren habe und die wollte ich unbedingt noch behalten, lass halt einen Anführer draufgehen, weil wenn der verreckt, dann muss ich sowieso nochmal von neu starten. Aber egal. Dann mach's mal so. Ein Netzwerk verbinden und online spielen. Nee, ich zock hier gerade, wobei es ist Viertel vor 12 abends. Also eigentlich zocke ich ein paar Stunden noch vor offiziellem Release, aber ich will es nicht riskieren. Wer weiß, was dann noch irgendwie alles plötzlich heißt. Ne, darfst du zugreifen, Spiel blockiert. Da wäre mal ganz geil. So, mal gucken, wa? Story klingt sehr interessant. Vom Intro her. Ebene von Teilteam. Geistliches Jahr.
赤北に覚えているか、ネメシス。死ね死ね死ね。貴様が私から全てを。お母様。お主、そこで何をしておる？ Ich würde sagen Nintendo. Wie kommst du denn hier rein? 何してここに入り込んだのか知らぬが。 Verzeihung, ich wusste, dass die alles synchronisiert haben. Aber stimmt, das war irgendwie. Ja, das war nochmal eine ganz anfängliche Spoiler, die ich mal gelesen hatte. Stimmt. Übrigens, wegen der Szene vorhin. Im Kampf. Hat mich ein bisschen an Game of Thrones erinnert, wenn ich mal ganz kurz anmerken darf. Okay, was? Autodialog? WTF, sicher nicht. わしの寝顔を盗み見るとはなあ。はあ、まったく。 Ach, die Augen, ey. Du bist aber nicht Tiki, oder? もそっとちこうよれ。お主の姿をよく見せよ。Ich finde, ich bin schon nah genug dran, danke. Wählen Aussehen. Wäre zwar äußerst hübsch, aber nee. Das passt irgendwie nicht so richtig. So, ist das denn so in Ordnung? Ja. 知らぬ顔のようじゃの。一体何者じゃ。 Noch nie Menschen gesehen. Okay, dann kann er gar nicht weiter mein Aussehen beeinflussen. Okay, dann ist es auch, ja, gab mal so ein Gerücht, dass man sein Aussehen nicht weiter einstellen kann. Leider, im Gegensatz zu früheren Fire Emblem-Teilen wie Awakening und Fates, aber was soll's. Was? Wer bist du? Ein Geist. Nee, ich habe einen Körper, kann nicht sein. Ein Dämon. Ich habe keine Hörner, also geht das auch nicht. Ein Sterblicher. Ja, wird wohl das sein. お主、人間と言うたな。ならば名を名乗れ。俺、特戦子。 Hätte vermutlich als Dämon oder als Geist auch, oder? Naja. Beilev. Oder Bülev. Wie spricht man das aus? Keine Ahnung. Okay, ist das wohl der Standardname, nehme ich jetzt mal an? Oder der. Nein! Nein! Das Spiel verarscht mich nicht, bitte. Nicht im ersten Part, kann es später noch machen. So. Was? Oh. Hab nicht gesehen, sorry. Also nochmal. Wir können auch mit dem. Ja. Hätte es auch so machen können. Mensch. Mikro. Ja, ich bin der Mikro, genau. Guten Tag, Leute, ich bin Mikro. Mike. Mike wäre zwar auch nicht schlecht, aber nee, der wäre zu kurz. So, Michael. Wo ist der Plus auf Controller? Ah ja. Ich zocke selten mit dem Pro-Controller. Wird sich aber ändern in naher Zukunft. Allein schon, weil da bald auch noch Yu-Gi-Oh! Pro Dingsbums kommt. Ist egal. なるほど。さすがは人の子。耳慣れぬ名じゃの。 Darf ich mal fragen, wie du heißt und wer du bist? 人間なればこれにも答えられよう。何の説の何の日の生まれじゃ。 Ist klar. Ich meine, ich stapf irgendwo bei irgendeiner Dame, Lady, whatever. Ich schätze immer, dass es ein Drache ist, sprich irgendwie so Tiki-artiges. Und sie fragen mich nach dem Namen, okay, was bin ich, okay. Und dann natürlich, wann bin ich geboren? Das ist natürlich ganz logisch, das macht jeder. Machen sie auch bei Game of Thrones so. Ja, so wenn ich es gerade ein bisschen erwähne, bin ich dabei, die ganzen Staffeln durchzuschauen. Mittlerweile schon bei Staffel 7, also, ja. Monat des Wyvern. Ernsthaft?
Roten Wolfs. Roter Wolf im Fire Emblem auch nie gesehen. Monat der Sterne. Des Hüters. Pegasus, okay, da gibt's sie. Der Einsamkeit. Oh Mann, der Baumriesen. Hä? Okay, alle Menschen, die groß sind, sind im April geboren. Monat der Harfe. Monat des Blumenkranzes. Der blauen See, WTF. Des grünen Regens. Die See ist blau und der Regen ist grün. Eigentlich eher umgekehrt, oder? Na gut. Monat der Bogenspitze. Also ganz ehrlich, der Rote Wolf klingt auch noch ganz nice, aber also irgendwie der Monat der Wyvern klingt schon am besten. Das stimmt sogar noch. So. Ist das 27. Monat des Wyvern richtig? Ja. わしと同じとは。おかしな偶然もあったものじゃ。 Und auch wie Kais Mama, aber ist ein anderes Thema. 何やら懐かしい心地がするが、わしはもう一眠りするかな。Hä? 配信近い。Dieser schlimmer als Dämon Bu. Oi, そろそろ起きろ。 Gérald Depardieu. またあの夢でも見てたか。 Fühlt sich aber ziemlich real an. Ich habe einen Krieg geträumt, ich habe ein junges Mädchen geträumt, eigentlich habe ich von meinem geträumt, ja. Machen wir das hier. お前の話を聞く限り、そんな奴に会ったことはねえんだがな。 Glaube ich auch nicht. Und warum ist seine Kontur, vor allem am Gesicht irgendwie so, keine Ahnung, als würde er leicht glühen. Als wäre er irgendwie kurz vorm Super Saiyajin. In Braun natürlich. まあいい、そんなもん忘れちまえ。戦いに雑念はいらん。俺たち傭兵の仕事は命がけなんだ。余計なこと考えてると早死にするぞ。 Wahre Worte. さあ、とっとと支度しな。次は王国での仕事だ。少し距離があるから夜が明けたら出ると言っといたろう。 Ach ja. まったく、お前以外はもう外で待ってるぞ。 Was war denn das gerade? ジェラルドさん、すまんが来てもらっていいか。どうした？ 突然申し訳ありません。こんな時間にガキどもが揃って何の用だ？実は私たち盗賊団に追われているんです。どうか力を貸していただけませんか。盗賊だと？ええ、野営中に襲撃されたのです。うまいこと仲間と分断されて多勢に無勢。金どころか命まで取られるところでしたよ。その割には随分とのんきな。ん？その制服。村の外に人影。かなりの大所帯だ。来やがったか。たく。ガキどもはともかくこの村を見捨てるわけにはいかねえ。おい、行くぞ。用意はいいな。 Wie schon lange nicht mehr. Ist ja schon lange her. Seit, was war schon wieder? Shadows of Arcania. So, Echos, Entschuldigung. Noch. Also Teil 1 Prolog, eine umfangreiche Begegnung vor der Schlacht. Hä, kann ich das irgendwie automatisch speichern? Ah, so, sorry. Gut, bisher quatschen sie alles selber, das finde ich sehr nice. Ich hoffe, das bleibt auch so. Vor allem mit Let's Play ein bisschen nervig, wenn man niemals selber synchronisieren muss. Beziehungsweise nachsynchronisieren muss in dem Sinne. Aber so passt es mir doch durchaus. Sehr. Okay, oh, jetzt lädt aber ein bisschen lange. Oder auch nicht. Kampf in der Dämmerung. Prolog, eine unvermeidliche Begegnung. Schön.
が巻き添え食わねえようにさっさと片付けちまうぞ。まずは手前にいる連中を始末して敵の出花をくじいてやれ。 Bewegung! Es sieht genauso aus wie. Oh, wie hieß das Spiel schon wieder? Path of Radiance. Nee. Doch, warte mal. War's das? Nein, verdammt, ich weiß gar nicht mehr. Doch, Path of Radiance. So? Scheiße. Ich muss nachher nachgucken, sorry Leute. Also das Spiel, was ich einmal für was Gamecube, glaube ich, gezockt habe. Ja. Wählt eine Einheit aus und bewege sie neben einem Gegner. Okay, klingt eigentlich relativ logisch. Wir können auch selber kämpfen, krass. Was bin ich für eine Einheit? Ist das irgendwo? Ah, hier. Ich bin ein Söldner. Okay, das ist natürlich sehr Edelgard. Was ist das für ein Name für ein Mädchen? 3 Punkte. Fertigkeit und Fähigkeitslevel. Oh, schön. Alter, habe ich aber viel. Schwert, Lanze, Axt, Bogen, Faust, Bücher. Haben wir ein Buch? Okay, müssen wir ein anderes Mal genauer durchgucken. Ein paar Heilmittel, das freut mich. Adrestianisches Reich. Ein richtiger Zungenbrecher. Heiliges Königreich Fergus. Allianz von Lesister. Gesundheit. Okay, was kann ich nicht steuern? Menno, er wäre sich der stärkste von allen, aber kann nicht steuern. Das ist eine grüne Einheit, okay. Kampf. Nein! Was? Haben wir schon was gemacht mit ihm? Nur gequatscht, okay. Also. Angreifen! Ist nur die Frage wegen Waffendreieck, war vielleicht ist. Gibt es eigentlich auch noch Waffendreieck? Ja, schon wieder eine Lanze schlägt ein Schwert, oder? Schwert schlägt Axt. Schwert. Warte mal, Moment. Schwert schlägt Axt. Axt schlägt Lanze. Lanze schlägt Schwert. Bogen effektiv gegen Fliegeneinheiten. Ja, müssen ungefähr so gewesen sein. Ob es ja noch so ist, ich weiß nicht so recht. Auf alle Fälle haut es ordentlich rein. Yeah! Erfahrungspunkte. Oh Gott, das ist lange her. Haltbarkeit. Oh nee. Nicht der Quatsch. Ah. Der Breath of the Wild Faktor. Ja, danke schön. Gut, du kannst dich auf 2 Felder angreifen. Stimmt das? Bin mal gespannt. Kannst du von hier aus? Nee, geht nicht, wa? Was? Okay. Hasta la vista, Baby. Oskale-san. Kartenmenü. Ah, cool. Phasen im Kampf. Spielerphase, Gegnerphase. Das ist auch noch wie bisher. Einheiten, mal ganz kurz gucken. Wir haben Michael, er ist ein Bürger. Hey, da wäre ein Söldner. Dann haben wir Adliger. So. Ah, dann ist das die Gruppe gewesen, der Angehörer. Okay, alles klar. Erfahrungspunkte gar keine. Scheibenkleister, oh. Mal, wir haben hier. Hä? Gehen wir zurück. Pff, was ist das für ein Quatsch? Mit R kann ich durchscrollen, mit L geht's nicht. Ja, okay. Bindete, ein Rittmeister, ja, das ist ein Level 1, der ist Level 3. Kostas. Kostas ist für alle da. Wie ging der Spruch schon wieder? Okay, der ist da hinten, der macht mir gar keinen Bauchweh. Da haben wir einen Turm. Unpassierbar, okay. Sein könnte es irgendwie, keine Ahnung, Bogenschütze sich darin positionieren können, um mal zu schießen oder so. Wir haben alles Schwert- und Axttypen, das spricht eigentlich selber. Mit Schwert wäre eigentlich gut beraten. Warte mal, gibt es noch irgendwie die Option? Komm schon, das habt ihr sicher noch irgendwo drauf. Wo ist es? Ah, hier ist es gefunden. Auf ZR. Ja, damit ich sehe, wie weit die Gegner marschieren könnten. Gut, gibt es immer noch. Geil. Ja, sonst wäre es ein bisschen traurig gewesen, ganz ehrlich, wenn es das nicht mehr geben würde. Also, wäre schon traurig. Konversation. Servus. Oh, ich öfters. Ja, erstmal Kohle her.
敵の攻撃に備えながら進むぞ。森の中にでも陣取っておけ。 Die machen hier gerade sehr viel. Geländeauswirkungen, beispielsweise Auswahl und Verteidigung, das ist logisch. Gut, also. Würde auch bedeuten, ich könnte. Fels, wenn das nur für Flieger passierbar ist, okay. Ich könnte theoretisch hier hin, weil damit er mich dann angreifen kann, müsste er hier hin oder hier hin. Eine Option. Aber zum Beispiel hier hin, wenn nicht so gut, weil dann könnte er sich im Wald verstecken und mich dann angreifen. Da wäre dann ein bisschen scheiße. Also, wer kommt da? Der mit Axt wäre nicht so clever. Noch so markieren. Ah, da geht auch noch. Geil. Was? Hä? Ist das hier ein Cursor? Ist das ein Cursorzeichen? Okay, lerne ich vielleicht noch. Ah, das ist einfach generell markiert, okay. Okay. Dann kommt der dahin. Warte mal, wir eigentlich den hier haben. War der Schwerkämpfer, er hat eine Axt. Benimmt sich aber die Axt im Walde, hä? Das heißt, wenn er jetzt hier hingeht, beziehungsweise noch hier hinschicken? Nee. Wir sind zu weit. Wir können hier hinschicken, können nur 1, 2 Schwerttypen angreifen. Da riskierst du mit ihr und geh in den Wald. Aber der ist aber so, dass das mit Waffenvorteil wirklich noch gibt. Und mit dem Waffendreieck. Geländearten. Wie dick sind Heilfelder? Ah, mit X. Ja, okay. X habe ich sowieso schon an. Jo. Gehst mal hier hin. Warte es mal nicht hier. Kann ich eh nur einer angreifen. Also theoretisch. Also ich hätte jetzt da irgendwie total im Bock geschossen. Ich greif dich an! Waffenvorteil gibt es scheint so nicht zu geben. Ich meine, sie hat ordentlich reingezimmert mit der Axt. Gegen ein Schwert. Okay. Ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, Leute. Hat mir irgendwann mal was beigebracht? Ich weiß nicht. Was war es denn? Kampftechniken. Kampftechniken sind spezielle Waffentechniken, die deine Einheiten erlernen können. Diese mächtigen Angriffe verbrauchen mehr Haltbarkeit als gewöhnlich und erlauben keine Folgenangriffe, so wären nicht anders vorgesehen. Ah ja, die kennen wir auch. Kampftechnik, Fähigkeiten Vernunft oder Glaube. Diese Fähigkeiten gewähren stattdessen Magie. Ja, schön zu wissen. Dass ich jetzt Magie dabei hätte. Also, ich muss erstmal hier durch, weil nervt hier. Der hat eine Axt, die hat also gerne mit dem Schwerttypen drauf gehämmert. Vielleicht mit dem hier. Mal gucken, wir können eigentlich auch mit dem Bogen hier hin und nach mal draufzimmern. Aber später. Wir haben hier einen Schwerttypen und wir haben da auch einen Schwerttypen. Sie kommt. Nur 70 Trefferquote? Da noch ein Waffendreieck, in dem Fall. Wieso ist die Trefferquote gegen den besser? Ich weiß nicht ganz. Im Hintergrund. Ja, wir hauen ab! Der GV greift uns an! Wir hauen ab! Okay. Michael, ich hätte gerne mit dir ein paar Erfahrungspunkte. Der haut ordentlich rein. Ich glaube, wir machen es anders. Du darfst ihn erstmal vorschwächen. Voll in die Eier. Und er zuckt kaum. Respekt, Alter. Respekt. So, jetzt zuckst du aber. Nein, ich komme also zu. Hallo, ich will angreifen. Wird sogar beides gehen? Weiß gar nicht. Lass mal testen. Also sprich erst Konversation und dann angreifen. Könnte sein, aber ich will keinen Zug verschwenden. Das wäre sehr, sehr eklig. So, vielleicht habe ich hier irgendwie so einen Bonus.
Gab es aber früher in Fire Emblem Spielen. Ja, offenbar nicht. Oder sehen gerade nicht. これでいいだろう Items verwenden. Also scheiß Vieh kann ich genutzt. Ah, Mist. そうなんで村に傭兵がいやがるこうなりゃまとめてぶちのめす Kostas ist für alle da. Oh, jetzt kommt er. Ich habe so Angst. Vor Kostas und seinen Rebellen. Jetzt kommst du auch. Ja, ist ja schön. Ich stehe irgendwie zurückgelassene Items. Macht Sinn. Macht Sinn. Okay, der hat also ein Item. Die Frage ist bloß, wofür? Ich sehe ihn irgendwo in der Truhe. Das bin ein bisschen doof. Das kann natürlich auch sein. Und das ist hier. Ne, für den Turm irgendwie doof. Also, was haben wir? Erstmal, er ist sowieso der Stärkste. Der kann uns noch weit. Hier haben wir zweimal Axt. Bin ich so Fan von der Axt. Ja! Man kann ihn da verstecken. Aber geht nirgends, geht nirgends. Ja gut, dann was machen wir da? Warten. Warten ist immer klug. Also, das ist ein Stein. Ja, am Stein verstecken wäre ein bisschen doof, wa? Hätte auch schon was machen? Nee. Okay. Der hat echt eine gute Range. Hä? Darf gar nicht an? Nein, Erfahrungspunkte klauen! Gerald, mach das nicht! Der greift mich zweimal an, warum? 近くに味方がいるときに攻撃すると敵が威圧されて攻撃を当てやすくなるぞ Ah, Ketten... Was? Gut. Technik ist die alte, die Bezahlung ist einfach neu. So, Kostas, der hat ja auch so eine Axt. Jetzt gucken, wie ich das mache. Die sind alle irgendwie doof verteilt, dass man ganz kurz erwähnen darf. Okay, so würden die also funktionieren, theoretisch. Mann! Die kommen aber nirgendwo hin, wa? So. いやー悪い悪いあんたらのおかげで命拾いしそうだこんな偏僻な村に腕利きの傭兵がまさに天の廃材日頃の行いのおかげだな Das wird uns noch rausstellen. Die wollen alle auf mich los, gar nicht auf Gerald Depardieu. Ich frage mich warum. 無表情に剣を振りやがって俺の邪魔をするんじゃね Leerer Blick. Haha, Penner. Der Treffen ist auch eine Kunst. 賞賛はあった Oh yeah, schöner Erfahrungspunkte. So, komm, direkt der nächste, aber direkt 30. Hä? Also jetzt nicht das mit dem Treffen, aber warum konnte er jetzt... Hä? Wieso konnte er mit... Ah, der ist da unten. Da hat er gerade... Hey, wieso konnte er zu nah an mich ran? Wir haben nicht die Erfahrungspunkte, Gerald! Diese scheiß NPCs! こんなの慣れっこでね Wie lange gibt es die Fire Emblem Serie schon? Und jedes Mal der gleiche Mist. Ich kann kotzen, ey. So, jetzt reicht's aber. Hier mache ich platt mit dem Ding. Ah, du hast ihn doch, wa? Okay.
Ich denke, den Beutel den anderen, aber egal. So, Zornesschlag! Und ciao! Oder was? Hä? Geht trotzdem ein Level up! 一歩前進かな。 Ja, relativ ernüchternd. Gut, Eisenbogen. Claude Van Damme. くそてめえさえここで殺せば Die Entfernung, viel Spaß dabei. Ja, wenn er mir in die Nüsse schießen würde, ich würde auch zu Boden gehen. Und er kriegt ein Level up. うまくいかない時もあるさ。 Was? Statuswerte. KP, Stä, Mack, B, Gis, Biv, Ück, Fr, Res. Also mein KP, Stärke, Magie ist klar. Beweglichkeit auf der rechten Seite, Glück, Verteidigung, Resistenz und... Ja, jetzt wird es langsam schwierig. Ich mein Gis links unten wird für Geschwindigkeit sein. Und bewegt ist halt bewegt Radius, wie weit er marschieren kann. Charisma vielleicht. Ja, Glück haben wir oben schon. Was soll das sein? Behinderung? Nee. Hä? Begegnung? Aber hindern vielleicht, weil im Sinne von, wie ich den Gegner behindern kann, seinen Bewegungsradius. So, keine Ahnung. Eine Eisenachs, natürlich, für einen Schwertkampf, für einen Schwertkämpfer-Söldner.